Voilà, je pense que qu'on peut commencer. Donc, chers membres de la presse, je vous remercie de me faire l'honneur de dire quelques mots introductifs au sujet du KBR. En tant qu'universitaire qui a eu l'opportunité d'observer ce processus de près avec mes collègues Émilien Paulis et Lisa Verhals-Selt et en collaboration avec l'Université libre de Bruxelles. Donc, je ne vais pas faire une longue présentation. Parce que je pense que les véritables protagonistes de ce processus sont les citoyens eux-mêmes et ici les porte-paroles qui vont vous présenter les différentes propositions qui ont été faites. Donc je vais me limiter à quelques remarques, quelques observations préliminaires. La première concerne le processus de sélection lui-même. Dès l'annonce du projet, celui-ci a suscité un énorme intérêt auprès du public, comme vous le savez peut-être. Il y a en effet plus de 1000 personnes qui se sont portées volontaires pour devenir membres du KBR. Rien que cela démontre que le processus était considéré comme très important par la population ou par un nombre non négligeable de la population. Ma deuxième observation concerne l'organisation du processus. Ici, je souhaite saluer le travail extraordinaire qui a été réalisé par toute l'équipe, Oxygène, Pétillance, Accent aigu. En effet, ceux-ci ont dû mettre en place et coordonner un processus participatif original en un temps record. Ils ont dû faire des adaptations au fur et à mesure, ce qui leur a coûté de nombreuses nuitées blanches et de nombreux week-ends de travail. Si on compare le processus luxembourgeois à d'autres conseils citoyens qui se sont déroulés dans d'autres pays, je peux vous assurer que les participants du KBR étaient mis dans des conditions idéales pour travailler et dans les différentes phases du processus. Troisièmement, évidemment, je souhaite saluer l'engagement des citoyens pendant les 8 mois de la consultation. Il s'agit donc d'une longue consultation de 8 mois. Il faut reconnaître le travail non seulement des 60 titulaires, mais également des 40 remplaçants. En effet, la plupart sont activement intervenus dans le processus, chacun suivant son temps, ses capacités et ses disponibilités. Il était intéressant d'observer qu'au fur et à mesure que le processus avançait, les participants ont pris de plus en plus conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de la société et des générations futures. Cinquièmement, il ne faut pas oublier le rôle des experts qui ont participé sur une base bénévole durant les différentes phases de la consultation pour aider les citoyens à élaborer leurs propositions. Ils ont apporté une contribution essentielle au processus. Tout cet engagement des organisateurs, des facilitateurs, des experts et des citoyens se reflète dans la qualité des propositions qui vous sont soumises dans le rapport. Je vous invite vraiment à les lire attentivement, comme je l'ai fait hier soir, bien que ce ne soient pas des propositions d'experts, et d'ailleurs ce n'est pas leur rôle, c'est des citoyens, donc ce n'est pas des experts. La qualité de celle-ci démontre la vision suivant laquelle des citoyens tirés au sort ne peuvent que mener à des propositions banales, voire farfelues. Vous verrez qu'au contraire, celles-ci sont très actuelles, recherchées et sérieuses. Bref, on peut dire que ce fut un travail impressionnant. Mais bien sûr, une consultation portant sur plus de 8 mois, basée sur une procédure complètement nouvelle au Luxembourg, impliquant des citoyens issus de différentes catégories sociales, différentes cultures, parlant différentes langues, n'a pas toujours été un fleuve tranquille. Comme dans toute famille ou dans groupe politique qui s'engage dans un processus commun à long terme, il y a eu des moments de doute, il y a eu des incompréhensions et des tensions. Le contraire aurait été étonnant et nous aurait fait nous-mêmes douter qu'on est face à un réel processus démocratique. Ce fut notre rôle en tant qu'universitaires et spécialistes dans les procédures participatives d'analyser ce qui a marché et ce qui a bien moins marché dans la consultation, d'analyser comment le processus était perçu non seulement par les participants eux-mêmes, mais aussi par l'ensemble de la population. Et nous avons fait justement des enquêtes auprès de l'ensemble de la population par rapport à ce processus. Et d'ailleurs, votre rôle en tant que journaliste est très important aussi pour faire connaître ce processus à l'ensemble de la population et de tirer les leçons d'un tel processus pour l'améliorer et l'institutionnaliser dans le futur. Cela fera l'objet d'un rapport que nous allons présenter publiquement quand nos travaux de recherche seront terminés. Enfin, je souhaite conclure par quelques mots pour indiquer mon souhait pour le futur du KBR. Premièrement, que les citoyens qui ont participé vont devenir des ambassadeurs actifs de la cause écologique.
C'est ce qui s'est déjà observé dans la précédente consultation citoyenne de Luxembourg in Transition, initiée par le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire. Deuxièmement, que les citoyens qui n'ont pas pu participer soient sensibilisés à la thématique en dehors de toute considération politicienne, en s'identifiant au travail effectué par les membres du KBR. C'est un aspect que nos enquêtes permettront d'analyser et pour lequel les médias vont jouer un rôle très important. Troisièmement, que ces propositions vont contribuer à améliorer l'acceptabilité sociale de certaines mesures pour atteindre les objectifs du PNEC. Certaines mesures vont en effet entraîner des changements d'habitude dans le mode de consommer, de voyager et de travailler. Quatrièmement, que ces mesures soient sérieusement prises en considération par les décideurs politiques. L'objectif n'étant pas que les décideurs politiques reprennent un par un les mesures qui sont proposées, mais au moins qu'ils justifient pour quelles raisons ou pas ils prennent en considération les mesures qui sont proposées. Et d'ailleurs, on a vu qu'il va y avoir un suivi qui est déjà prévu pour ces propositions à la Chambre des députés et les participants seront également invités aux différents ministères pour présenter ces propositions. Enfin, dernièrement, que de telles procédures participatives dans le domaine climatique, mais également dans d'autres domaines, soient institutionnalisées dans le futur. Les consultations citoyennes sont en effet complémentaires à la démocratie participative pour assurer que la voix et l'expertise des citoyens soient entendues tout au long du cycle politique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous invite à suivre nos travaux sur la plateforme luxembourgeoise de la démocratie participative et au sein de l'université sur le site pldp.lu. Je laisse maintenant la parole aux citoyens du KBR qui sont les véritables protagonistes du processus. Et donc maintenant, on va avoir des porte-paroles des différents groupes qui vont venir présenter leurs propositions. Et puis à la fin, je propose que vous veniez tous sur la scène ici pour répondre aux questions des journalistes. Donc voilà, j'invite les premiers porte-paroles à prendre la parole justement pour présenter les propositions du groupe 1. Merci. Mesdames et messieurs, à la question « Le Luxembourg peut-il et veut-il aller plus loin en matière de lutte contre le réchauffement climatique ?» Les membres du Klimabeheerraad ont répondu oui. Et nous allons vous soumettre nos propositions. Celles-ci ont été élaborées de manière collégiale et dans le consensus. Elles reflètent les impulsions et les orientations voulues par les citoyens, en étant conscients évidemment que ces propositions ne sont pas exhaustives. Concernant la thématique agriculture et sylviculture, les enjeux sont nombreux. D'abord, si l'on considère que l'agriculture représente 6,5% des émissions de gaz à effet de serre, et que c'est un secteur dont les émissions augmentent encore aujourd'hui, et parce que dans un contexte mondial de défis alimentaires, de changement climatique et de crise énergétique, la préservation des terres agricoles, la préservation de la biodiversité et la préservation des forêts est un enjeu majeur. Afin de soutenir les efforts du secteur agricole, nous souhaitons dans notre première proposition que les consommateurs puissent être mieux informés en ayant accès à un indicateur dit écologique afin de leur permettre de choisir des produits ou des services en fonction des critères qu'ils souhaitent privilégier. Et pour cela, dans notre seconde proposition, on préconise la création, par exemple, d'espaces dédiés dans les magasins de vente qui permettraient de promouvoir des produits à faible empreinte environnementale. La troisième proposition, elle est dans l'objectif de réduire le gaspillage alimentaire. Tout le long de la chaîne, du producteur jusqu'au consommateur final, à chaque étape de transformation, il y a des pertes et donc du gaspillage alimentaire. Ce gaspillage alimentaire, justement, il a une empreinte environnementale assez conséquente qui, en bout de chaîne, n'apporte aucune valeur. Donc c'est un potentiel très important sur lequel il faut travailler. La quatrième proposition, elle concerne elle propose de mieux gérer l'eau dans les villes et dans les zones urbaines et aussi de diminuer les îlots de chaleur et améliorer le confort dans les zones urbaines. On l'a bien vécu aussi l'année dernière avec les inondations. On voit bien que les pluies deviennent de plus en plus intenses. On voit aussi bien qu'on a les sécheresses, les canicules, et donc il va falloir préserver cette ressource au maximum. La cinquième proposition, c'est une série de mesures pour diminuer les impacts environnementaux dans le secteur agricole au sens large,
notamment améliorer la qualité de l'eau, préserver les sols et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Toujours dans l'objectif de sauvegarder la biodiversité, on propose dans la proposition 6 de protéger les vergers et de développer l'agroforesterie en s'appuyant sur des indicateurs utiles à la prise de décision. On souhaite aussi soutenir les agriculteurs dans la mise en place de mesures écologiques par la sensibilisation et la formation, par des aides aussi plus substantielles pour ceux qui contribuent réellement à protéger la terre et la biodiversité, par un travail plus contraignant mais aussi plus résilient. Nous voulons aussi inciter les concitoyens à diminuer leur consommation de viande parce que les bovins utilisent une grande partie des territoires et par ailleurs, 75% des terres agricoles dans le monde sont réservées aux cultures fourragères qui sont destinées à nourrir ce bétail. Donc réduire sa consommation de viande, ça a un effet direct et sur la préservation de l'eau et sur la réduction de la pollution des sols, sur la réduction de la déforestation, et puis par conséquent, ça permet de réduire aussi les gaz à effet de serre et donc le réchauffement climatique. La proposition 9 et 10, c'est une série de mesures pour rendre la sylviculture plus résiliente et plus compatible avec la préservation du climat, mais aussi déjà d'anticiper l'adaptation au changement climatique. Par exemple, déjà anticiper, avoir une politique de gestion des forêts pour anticiper les éventuels feux de forêt qui peuvent arriver. Aussi mieux gérer les forêts publiques et privées. Et par exemple, la filière bois va devoir se redévelopper et donc de privilégier et favoriser une filière bois locale plutôt que d'importer des bois étrangers. Et donc en conclusion sur ces thématiques, agriculture, sylviculture, c'est un secteur émetteur du pays, mais c'est un secteur vital et stratégique à plein de niveaux. Donc c'est un domaine qu'on doit absolument privilégier et garder au Luxembourg. Et il faut juste l'aider et l'accompagner pour le rendre plus efficient et plus durable. Wir kommen zum nächsten Sektor, das ist der Sektor Klima, erneuerbare Energien. Ich möchte Ihnen da nur einen Vorschlag vorstellen, der betrifft die Reduktion von Emissionen von Treibhausgasen. Und genau darauf kommt es an beim Klimaschutz. Der Vorschlag ist einfach umzusetzen und trotzdem sehr effektiv. Es geht darum, 2 Maßnahmen gleichzeitig zu treffen. Erstens die signifikante Erhöhung der CO2-Steuer und zweitens gleichzeitig die Umlage der Steuereinnahmen auf die Bevölkerung, sodass jeder den Durchschnittsbetrag zurückerhält. Das funktioniert so, dass einer, der durchschnittliche Emissionen verursacht, seine Steuer wieder zurückbekommt vom Staat, der zahlt also netto nichts. Einer, der wenige Emissionen verursacht, also weniger als der Durchschnitt fossile Brennstoffe verbrennt, kriegt sogar einen Bonus mit zurück. Und die Leute, die viel Emissionen verursachen, also viele Treibstoffe verbrennen, die sind die dann draufzahlen und das sind genau die wir besteuern wollen. Die Leute, die überdurchschnittliche Emissionen verursachen. Diese beiden gekoppelten Maßnahmen sind nicht nur effektiv in der Reduktion der Emissionen, sondern auch sozialverträglich. Und dem liegt zugrunde, dass es ja die einkommensschwachen Haushalte sind, die eigentlich am wenigsten Emissionen verursachen. Die haben die kleineren Wohnungen, die kleineren Autos, sie fahren weniger oder sie haben gar keine Autos. Das sind die eher die Boni bekommen, während die Haushalte, die überdurchschnittlich verdienen und auch die überdurchschnittlichen Emissionen verursachen, sind also die wir besteuern wollen. Die Maßnahme ist an und für sich ganz transparent und sollte eine gute Akzeptanz finden in der Bevölkerung und vor allem sie finanziert sich selbst. Jeden dieser genannten Vorzüge können Sie nachlesen in einer wissenschaftlichen Studie des Mercator-Forschungsinstituts Berlin in Zusammenarbeit mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die haben diese Aussagen bestätigt. Sie sagen zum Beispiel in ihrer Zusammenfassung, eine CO2-Bepreisung ist effizienter als Regulierungen und Verbote und betonen, wichtig ist die Rückerstattung an die Bevölkerung.
Diese Maßnahmen, CO2-Steuer und Umlage der Einnahmen, haben natürlich eine Reihe von Auswirkungen, die wir auf 5 Seiten diskutiert haben. Bitte lesen Sie sie nach oder stellen Sie Fragen. Wir sind überzeugt, dass damit unser Land viel schneller in die Klimaneutralität kommen kann. Danke. Wir stellen hier Schlot Proposition 13 vor, die Stromproduktion zu Lützburg behandelt. An den Mesuren haben wir das ganze Réseau zu Lützburg berücksichtigt. Wir schlagen vor, den Anteil an erneuerbaren Energien zu Lützburg, das heißt Wand, Wasser und Sonne, mehr schnell zu erhöhen. Die Machbarkeit haben wir mit einer Studie von der Uni Stanford unterstrichen. Der Anteil von erneuerbaren Energien zu Lützburg sollte bis 2030 bei 80% und bis 2040 bei 100% liegen. Wenn diese Proposition durchgeführt wird und umgesetzt wird, haben wir neben den Vorteilen für die Umwelt und das Klima auch noch die Möglichkeit, die billigste mögliche Stromproduktion zu machen, die im Moment gibt. Zusätzlich, was im Moment auch relativ wichtig ist, erreichen wir eine mehr starke Unabhängigkeit, was die Energieproduktion angeht. Für das zu erreichen, ist es wichtig, Genehmigungszeiten für die Wandräder zu reduzieren, multifunktionale Flächen, zum Beispiel Agrar- mit Solarpanelen zu erzeugen, an als Energiespeichernetz mit Wasserstoff und Batteriespeichern zu erhöhen. Auch die Zusammenarbeit zwischen dem Staat und den Gemeinden muss verbessert gehen, für das reale Potenzial und erneuerbare Energien zu ermitteln und durch Anregungen zu stärken. Bei den nächsten Propositionen 14 bis 16 geht es um Effektivität Energetik an Energiespuren bei der Belichtung. Punkto Energiespuren hat die Aktualität als angeholt. Letzteburg als Lo am Gang am Kader von der Kampagne zusammen Spuren, zusammen Hallen, Mesuren zu holen, die man schon lange hätte können machen. Besonders was die Belichtung von den Gebäuden geht, außer der Wohnhäuser, an Zeiten, gewissen Zeiten, Oves an Nutz. Was die Effektivität Energetik betrifft, sind schon eine ganz Partie Mesuren am Gang umgesetzt. Am Klimapakt 2.0 stehen für die Gemenge Mesuren dran, die sich auch teilweise an neue Propositionen umfangen. Besonders was die Digitalisation vom Réseau d'éclairage public geht, an den Gebrauch von LED-Luden geht. Wir haben also nicht unbedingt neuer Fund am Beger Klimarot. Mit dem Beger Klimarot sein Message, dass bei diesen Themen nicht nur drin zu bleiben, mehr auf wirkliche Krack zuzulehnen bei der Umsetzung. Die letzte Proposition vom Gruppe Energie Renouvelable betrifft ein ganz anderes Thema. Es geht um die Recherche und die Entwicklung, besonders was das Klima und die Energie geht. Wenn man in den internationalen Ranking guckt, von der Uni und von all den Instituts Publiken, die dort anderem bestehen, ist das schon ganz remarkabel und encourageant. Besonders bemerkenswert als Ranking, da das der European Innovation Scoreboard von 1921, wo Letzteburg, 2021, wo Letzteburg die 7. Platz erreicht für 27 Memberstaaten von der EU, und das am Gruppe Innovateur Notable und Strong Innovators. Dafür proposiert den Beger Klimarot Thema Recherche und Development, Kooperation zwischen dem Staat, zwischen den Instituts Publiken und besonders der Privatindustrie zu verstärken und die Finanzierung von Projekten der Recherche zu diversifizieren, mit zum Beispiel Private-Public Partnerships oder mit Capital Risk Venture Capital. Wenn wir just könnten für die Cycle 2 vom KBR Energie Renouvelable müssten das resümieren, da gibt man einfach so mehr Energie, mehr erneuerbare Energie und mehr schnell, wenn ich gelüft.
Merci. Merci. En avril 2022, les membres du Klimabiergerraad se sont penchés sur les questions de construction durable, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'empreinte environnementale des logements, des bureaux et des bâtiments en général, ainsi qu'aux enjeux qui entourent le secteur de la construction à Luxembourg, en lien avec la crise climatique. Durant cet été, les membres de notre groupe ont retravaillé ensemble les propositions qui ont émergé durant ce week-end de travail. Les propositions qui vont suivre sont le fruit de ce travail collectif et ont été approuvées par une majorité des membres du Klimabiergerraad via le vote. Les propositions s'articulent autour de 3 grands thèmes: la gestion du foncier constructible, la mise en place d'un nouveau passeport énergétique et le soutien aux quartiers durables et aux projets de logements alternatifs. Le premier thème concerne la gestion du foncier constructible. Le KBR souligne le danger de l'imperméabilisation des sols et du phénomène de ruissellement qui y est attaché. Les constructions humaines et les choix désordonnés de gestion de l'espace contribuent à cette imperméabilisation des sols, ce qui rend le pays vulnérable face aux phénomènes météorologiques qui vont se répéter de plus en plus. Nous parlons des inondations et des périodes de sécheresse. Pour ces raisons, le Klimabiergerraad propose: Öffentliche Akteure müssen ein Modellbeispiel geben in unserer Gesellschaft, die endlos Versiegelung vom Boden abhalten und rückgängig machen, Verdichtung von der Bausubstanz, proaktiv Baulücken abkaufen und aktiv Marché sind, weil der Marché denkt nicht der Allgemeinheit, wo wir als Wirtschaft aufrappen, endlos Bauschuld produzieren, nicht genug sozial und abordable Wohnungen haben für als Gesellschaft. Ambitiöse Ziele brauchen wir, wo wir 25% Biodiversitätsfläche haben am Gart, am Dach oder am Parking, wo wir als Gebäude carbon negative bauen, wo wir renovieren, anstatt nicht aufzurappen, und das Baureglement harmonisieren, nicht nur arbiträren Zölen, sondern nur gemeinsame Ziele von Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Wohlbefinden. Une gestion coordonnée de l'espace est nécessaire, mais celle-ci n'est pas suffisante. Notre deuxième thème concerne la mise en place d'un nouveau passeport énergétique pour tous les bâtiments. Calculer l'empreinte environnementale réelle des bâtiments et viser la neutralité carbone doivent être des priorités pour guider la construction des nouveaux ouvrages, soutenir la rénovation des bâtiments existants et inciter le secteur de la construction à s'organiser autour de la circularité des ressources. Pour répondre à ces enjeux, le Klimabiergerraad propose: Wir proposieren ein Building Lifecycle Management Passport, den den ganzen Carbon Footprint von all Gebäuden transparent dokumentiert, nicht just Konsumation von Energie. Und wo Zirkularität von all Baumaterialien obligatorisch ist, Circular by Design. Enfin, le dernier thème de notre groupe concerne le soutien aux quartiers durables et aux projets de logements alternatifs. Ce thème figure parmi les engagements du PNEC. Ces projets ont été amenés par plusieurs groupes différents durant notre week-end de travail, ce qui souligne l'intérêt et les attentes des citoyens à ce sujet. Pour rendre concrets les engagements du PNEC et soutenir ces projets, le KBR propose: Wir brauchen ein legales Kader für Alternativwohnformen zu erlauben, sowohl alternativ physische Gebäulichkeiten sowie auch alternativ Sozialwohnformen. Wir müssen noch gucken, dass alle neue PHP und auch andere Projekte am Sinn von einer 15-Minute-City sind, wo es Arbeit, Wohnung, Schule, Freizeitgestaltung und etliche Services nicht mehr weit wie 15 Minuten von den fort sind. Das steigert nicht nur die Lebensqualität, stärkt soziale Bindungen, aber auch spürt massiv und CO2. Wir brauchen ein Register für all alte Terrain und Gebäulichkeiten und entsprechend signifikante Mesuren für die Situation zu ändern. Wir brauchen auch eine Harmonisation vom Konzept PRG, die leider nicht mehr am Denkst steht von den Bürgern und auch nicht vom Land. Beispiele kennen wir eigentlich all genug.
Wir wollen unbedingt eng besser Gestaltung vom Espace. Wir wollen eng absolut Carbonneutralität. Wir wollen alternativ Wohnformen fördern, nachhaltig abgebaute Quartieren an umgestalten Dörfer stiert. Probleme in Relation mit der Konstruktion sind Menschen gemäht, also sollte man auch kapabel sein, die zu lesen. Unbegrenzte Wurstem als eine Illusion, und wir müssen den Courage aufbringen, für das zu thematisieren, an Lesungsvorschläge zu proposieren, wie so eine Welt kann ausgesehen. Und für allem eine Zukunft für uns noch kommen. Die Lesungen gehen nicht schon, wir müssen sie just umsetzen. Also war gefragt, ob wir als Gesellschaft bereit sind, mehr zu machen, mengen mir, dass das ein klares Ja ist. Wir brauchen Courage, Kreativität und Leadership. Merci für Ihre Präsenz und für Ihre Zeit. Schloch an ech präsentéieren IGLO als Propositionen den Themenbereich Gestion vum Offall. An dat runm 4 Wider reparieren, reutiliseieren, reduzéieren an recykleieren. Zu den echten 2 Wider reparieren an reutiliseieren folgend Überlegungen. Haut ass den elektronische Schrott mat méi wie 53 Millionen Tonnen weltweit am Jahr 2019 den Offall den Armeeschen zuhält. An Kleder sinn no Ernährung, Logement, an Transport, de Konsumgider, die den größten negativen Impact op das Klima hunn. Als Hauptidee für den Bedarf an Energie massiv zu reduzieren, an Ressourcen zu schonen, soll Flecken an Rekonditionieren von Sachen mehr attraktiv gehen wie Neukaufen. Proposition Nummer 21 visiert die Lebensdauer von den Geräten zu verlängern. Durch unter anderem folgende Mesuren. Die Regierung soll all europäische Maßnahmen an dem Kontext wie das Verbieten von der Obsolescence programmée, Durabilität und Reparabilität von Geräten aktiv unterstützen und nach an dieser Legislaturperiode an die nationale Legislation umsetzen. Die Legalgarantie op gefleckten und rekonditionierte Geräte soll verlängert gehen. Eng Obligation für Produzenten soll angefordert gehen, für das eng Reparatur auch nach nur paar Jahren möglich und ökonomisch rentabel ist. Proposition 29 visiert den Konsument dazu anzuhalten, für die Flecke von einem Gerät dem Neukauf vorzuziehen, mit unter anderem folgenden Maßnahmen: ein finanzieller Bonus für den Konsument, den ein Gerät Flecke lässt, wie rezent an Österreich angefordert, der Weiteren von der Ecotrail-Tax auf eine Ecotrail-Plus-Tax, wo der Plus da soll benutzt gehen, für den Sektor von der Reparation zu developieren, eine Tax de mise en circulation affeieren beim Kauf von medeieren Apparaten, wie zum Beispiel einem Frigo, einer Television. Und zum Schluss die vielleicht wichtigste Proposition Nummer 30, Sensibilisierung vom Konsument, den als ganz wichtigen Akteur durch sein Kaufverhalten kann bewirken, für vom Prinzip produzieren, benutzen, weggeheien, wegzukommen. Ein Prinzip, den Haut nach viel zu viel als Ökonomie bestimmt. Merci Fernand. Dann nach immer am Kontext vom FR, am mehr spezifisch was reduzieren und recyklieren angeht, als das Objektiv von den nächsten 2 Propositionen Manner Aufall zu produzieren, für allem Aufall, den nicht zu recyklieren ist, mit der Regel den besten Aufall als den ihn nicht möchte. Ein bisschen Kontext: 2020 hat Lützeburg 790 Kilo Aufall pro Einwohner produziert. Das sind Eurostat Zahlen, weil das auf die 2. Platz bringt europaweit. Das soll keine Fatalität sein. Und wir fanden als KBR, dass mehr muss gemacht gehen in diesem Bereich. Für allem will Handeln in diesem Bereich relativ günstig zu einer wesentlichen Verminderung von Emissionen führen. Dafür visiert als Proposition 31 eine mehr strikte Applikation vom Prinzip Pollueur-Payeur und die Einschränkung, voire de Verbot von nicht recycelbaren Materialien. Die Mesuren, die wir proposieren, sind erstens die Aufführung vom Prinzip von der Verantwortung vom Importateur oder vom Produkteur von Materialien, die nicht zu recyceln sind, und zwar in alle Bereiche: Konstruktion, Alimentär, Sanitär zum Beispiel.
Zweitens a Fall, wo dat net méiglech ass, ob manst ein klar Labellisierung von diesen Materialien. Proposition 32 visiert eine Optimisierung von unseren Recyclingsystemen. Wir haben schon ganz gut Recyclingzentren. Heinst du diese nach zu weit wasch von den Bürgern eine Mesure für also sie nach mehr no und alle guten Leute zu bringen. Eine weitere Mesure für Trendpubellen aufzustellen und alle guten den Espace public an nicht recycelbare Materialien zu verbieten, an Schulen oder am Evenementiell, zum Beispiel Krediten op der Vor nach Fritten a Sänger Plastiksparkette in no Wäschgeheit. Eg andere Mesure fir d Bevölkerung besser zu encouragieren, für die ganz Gamm vu Pubellen zu benutzen. Dazu gehört auch die biodegradable Pubelle. Einst du ginnet Probleme will a Residenzen de Syndik muss ufroen an Leiit net frei sind, die zu benutzen, wann sie wollen. Eng andere Mesure fir eng verstärkten Sensibilisierung vun de Bierger, notamment vun de Jonken, och wat den Zyklus vun den Ressourcen a vun de Materialien ugeht, die man brauchen fir als Konsum. Och kind den Konsignesysteme förderen, et gëtze jo méi Manner wie nach 30 Joer, sie wird mat Subventionen. Finalement sollen d'Leit fir allem die Jong natürlich encouragieren fir alternativ, innovativ Emballagen zu fannen par rapport zu denen herkömmlichen nicht raumverwertbaren Emballagen. Voilà, das sind als Propositionen zur Gestion des Déchets. Moyenne. Le sujet du transport et de la mobilité sur un fond de climat est un sujet tout à fait passionnant. Le groupe de travail dont je faisais partie, qui était devenu une équipe, a été très prolifique, dynamique et fort passionné. En tout cas, c'est ce que nous on pense de notre travail. Pour autant, nous sommes bien conscients que le travail que nous avons apporté là est une œuvre inachevée. Nous avons apporté dans le rapport 3 objectifs, 12 propositions et pas moins de 31 mesures. Ces 3 objectifs, que je vais expliquer rapidement après, se basent d'une part sur des idées qui ont déjà été véhiculées à travers le PNM 2035 et d'autre part proposent de nouvelles mesures assez innovantes. Alors, quels sont ces 3 objectifs? Objectif 1, réduire l'usage de la voiture individuelle. Donc, vous allez me dire, on connaît le sujet par cœur. Eh bien, nous, on a introduit de nouvelles mesures tout à fait innovantes, et je vous en parlerai d'ailleurs un peu plus tard. L'objectif 2 est une refonte de la fiscalité, et des mesures de l'État pour aider sur les transports terrestres, aériens et également maritimes. Dans ce contexte, on a repris le concept basique du pollueur-payeur, auquel nous avons ajouté un soupçon de compensation carbone et une pincée de green shipping. Dans l'objectif 3, l'objectif est le changement de la mentalité de la société. Aussi bien dans le domaine du travail que dans le domaine du quotidien. Les mots-clés, on va dire, pour le domaine du travail sont télétravail, flexi-working, co-working, leasing et également rémunération des actionnaires et des dirigeants. Dans le quotidien, les mots-clés sont plutôt excusez-moi, j'ai perdu la file. Voilà. Bonus-malus dans les assurances, etc. Bref. Je vais maintenant vous parler un peu d'une proposition de l'objectif numéro 1, réduire l'usage de la voiture individuelle. Vous pouvez vous référer à la page 56 du rapport. Alors, la proposition consiste à digitaliser l'accès des transports collectifs et collaboratifs.
L'idée est de s'appuyer sur les outils déjà existants, sur le tissu technologique, les sociétés technologiques de Luxembourg qui sont très dynamiques, pour créer une plateforme unique qui recentre tous les modes de transport et une plateforme qui serait évolutive, auto-apprenante et surtout complète. En apprenant des usages et des préférences de chacun, l'idée serait de proposer la meilleure façon d'aller d'un point A à un point B en fonction de ses préférences et en fonction du temps. Le temps est primordial dans le transport. On a également proposé que ce tissu d'usagers serait interconnecté de sorte qu'on pourrait également faire une gamification de l'application et mettre en quelque sorte un enjeu de chacun et partager avec les autres les économies de CO2 que nous pourrions avoir fait aujourd'hui en choisissant tel ou tel transport. Je vous remercie. An unserem Gruppe haben wir Themen behandelt, die transversal über alle Arbeitsweekender immer nächst abkommen sind, aber nicht von einer Gruppe allein konnten abgegriffen gehen. Ein Beispiel häufig als Sensibilisierung von der Gesellschaft, Proposition A40. Weil eine Privatperson kann mit seinen Aktionen schon viel bewirken, für den Klimawandel zu bekämpfen. Hier ist aber wichtig, dass die Mentalität der Leute geändert wird und Bewusstsein für klimathematische Lösungen gefördert wird. Hier proposieren wir eine 5-minütige Emission auf der Tele oder auch im Radio mit kurzen verständlichen Videos über klimathematische Lösungen sowie verbunden mit einem Quiz. Des Weiteren proposieren wir individuell zugeschnittene Workshops auf den Arbeitsplätzen, die sich dem Thema Klimabewusstsein widmen. Mir nicht nur als Sensibilisierung von der Gesellschaft wichtig, mir ist auch essentiell, dass der nachhaltige Lebensstil zu Lützeburg facilitiert wird, an dem sie Strukturen schafft, die die Kreislaufwirtschaft ankurbeln. So Strukturen, sogenannten Eco-Villages, gehen zwar schon wie der Beno-Village zu Asch, aber das muss nach mehr gefordert gehen und es soll überall an alle Regionen von Lützeburg gehen. An diesen Eco-Villages können dann Objekte von Möbeln bis Kleider, Bücher an elektronische Geräte aufgehen, wenn man sie nicht braucht, auslehnen oder auch Secondhand kaufen. So hoffen wir, dass der Konsum an Besitz Wichtigkeit verlieren und so mehr auf eine Sharing Economy gesagt wird. Das gibt einen indirekten Impact auf CO2-Emissionen von allen Individualpersonen haben. Ich komme dann auf Proposition 45 und 46, die sich dem Handwerk widmet. Und zwar empfanden wir als wichtig, Mesuren auszuschaffen für das Handwerk wertzuschätzen, weil Mangel an Handwerker besteht, zu Lützeburg, an der Großregion und darüber hinaus. Und wir aktuell und auch in Zukunft, ob das Berufe stark werden zurückgreifen müssen, für überhaupt an der Lage zu sein, Mesuren vom PNAC umzusetzen. Dafür haben wir Mesuren ausgeschafft, die an der Schule umsetzen, für hier am Land Junker zu motivieren, DW zu gehen für eine Ausbildung. Und auch Mesuren für den Beruf sich mehr attraktiv zu gestalten. Dann komme ich kurz ob die Lastpropositionen, das ist Proposition 51 bis 56, sprang ich kurz noch an und dann kommen wir zurück. Da geht es um Education an den Schulen, sowohl am Fundamental wie auch am Sekundär. Neben der Sensibilisierung von den Erwachsenen, die wir schon angesprochen haben, also doch wichtig, dass Kanner, also empfanden wir, dass Kanner eine wichtige Perspektive bieten für in Zukunft responsabel mit unserem Planet umzugehen. Die Education von den Kanner ist auch ein Thema, das auf ganz vielen von unseren Arbeitsweekenden immer rumkommt.
Heute wäre da ist für allem wichtig, Mesuren auszuschaffen, die nicht viel kosten und direkt umzusetzen sind, mit dem Ziel, Umweltschutz zur Normalität am Alltag zu machen, für Enseignants und Schüler. Und aber auch Experten an die diversen Instanzen, die am Land schon existieren, die sich mit dem Klima auseinandersetzen, die mit der Schule mehr zu vernetzen. Vielmals merci Clara, vielmals merci Svanja, vielmals merci ihr alle Guten. Die Damen und die Herren, wir haben keine Zeit mehr. Das ist 1 Minute für uns 12. Wir mussten lo handeln, wenn wir das 1,5 Grad Ziel für Paris noch erreichen wollen. Sogenannte Kipppunkte drohen nicht nur über Schrott zu gehen, wir sie schon über Schrott gehen. Wir haben los in zukünftige Generationen irreparabel schiert, für die wir ein Kollektiv moralische Verantwortung drohen. Und auch schon heute haben wir veränderte Lebensbedingungen, die wir spüren. Wir brauchen just die Verschwemmung in den letzten Jahren zu gucken oder die extrem drückend in ganz Europa über diese Summe oder ein Beleg Pakistan zu werfen. Der menschengemachte Klimawandel zerstört die Natur. Eine Natur, die, wenn man sie richtig nutzen, als Verbündeten beim Klimawandel kann helfen. Das ist das Proposition Nummer 50. Wenn wir die Natur also clever ersetzen, können wir sowohl CO2 bannen, wie auch CO2-Emissionen evitieren. Mit Hilfe von der Natur. Wichtig ist auch der Wasserschutz. Für allem die Installation von Ziterren. Das ist das Proposition Nummer 49. Während dem Corona-Lockdown konnte man nach all ein bisschen drüber schmunzeln, wenn die Toilette vorbei nicht mehr vierrätig war. Wenn Wasser bemol knapp geht, dann ist das nicht mehr so witzig. Aber ich weiß, dass wir alle Guten, hier am Raum und hier am Land, dass wir alle Guten als Wünsche von tiefstem Herzen, dass als Kanner, Kanner, eine Welt können vierfahren, so wie wir sie konnten vierfahren. Und du weinst, bitte mir als Klimabürgerhof, Politik, dafür den Klimawandel zu einer politischen Priorität zu machen. Wir bitten Politik, die Mesuren, die wir als Klimabürgerhof vorgeschlagen haben, so gut wie möglich umzusetzen, für unsere Kinder und zukünftige Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Bist du nicht, merci. Wenn der Freund holt direkt zu Eisengruppe, dann ganz gern. Ansonsten gebe ich vielleicht den Herr Raphael Kiesen an Herr bitten, noch 4 zu kommen. Außer du hast schon ein direkt froh und was? Oder haben wir alle gut? Voilà. Partizipant all gotten doréieren fir se Dayleiter waschen Dir vor können beantworten. Ja, Reporter. Ja, bonjour, Laurent Schmidt von Reporter.lu. Wenn ich richtig informiert sind, dann hat ja de Moi de Ministerin Propose 4 gestaltet. Wie war dann die Generalreaktion? Kann er doch schon etwas dazu sagen? Ich adressiere allgemein frisch. Das ist Interessiert und positiv. okay. Ganz attentivement nur gelauscht und abgeschrieben. Die schreibt am Präambül, hat für gewisse Lektionen aus dem Prozess zu zeigen, von der Zeit, von der Methode, wie sich organisiert, da wird vielleicht auch noch weitergeht mit einem ähnlichen Forum, kann du vielleicht ein bisschen so, was für euch die wichtigsten Lektionen sind,
die lo kann zurückbehalten. So an der Präambül steht nächster Stelle, dass man ganz froh sind an Hof sind, dass man der Mission krit und dass man der Meinung sind, dass man den echt Main wirklich ganz positiv Resultate vierzuweise sind, dass man als Bürgerrat als wirklich bemüht tun für auch Vorschläge zu machen, die umzusetzen sind und dass man hoffen, dass durch also Rapport auch die ganze Bevölkerung nach ein Jahr zusätzlich ein bisschen Obtrieb kriegt, für sich in die Richtung zu bewegen. Was man natürlich auch gleichzeitig gemerkt hat, dass ein bisschen reflektiert über die Erfahrung von der relativ einzigartigen Form von Demokratie, wo wir froh sind, dass die Premier Idee überhaupt initiiert hat. Ich meine, das ist eine Regel zu Lützburg. Wie bei allen Prototypen, die ich probiert, sind natürlich verschiedene Sachen, die besser gehen, verschiedene Sachen, die minder gut gehen. Unter anderem haben wir als vorgestellt, was den Zeitrahmen anbelangt. Ihr wisst vielleicht, dass es schon sehr verlängert geht, dass wir sollte schon am Juli fertig sind. Und das war manifestement zu kurz. Ein Punkt, wenn in 60 Leute plus 40 Suppleanten bei ihnen hält, also doch sinnvoll. Wir dafür hätten ein bisschen mehr Zeit am Anfang gebraucht, für über die Gouvernance nachzudenken, natürlich, wie sie genau die Regeln, wann wir aufstimmen und so weiter. Das sind Sachen, die wir en cours de route von tun, die einfach nicht zu größeren Problemen gefordert tun. Und dann haben wir es natürlich vorgestellt. Ich meine, Klimawandel geht nicht mit dem Rapport gelöst. Wir gesehen, dass es an der Welt geopolitische Umwälzungen gibt, an immer neue Sachen gibt. Und man hat froh abgeworfen, ob die Regierung nicht soll überlegen, für eine mehr Struktur, wo die Bürger angebunden sind, für Klimawechsel an die regelbare Klimatik zu behandeln. Das sind die großen Punkte. Eng froh ich mir nach Gestalt hun der pu von schon net gesot, dass die mesureuren oder die Proposen die mit dir mat am Kader vum Pnack sollen afläse méi Menge Impressionen ist, dass eng Reihe Sachen do aber bis darüber rausgehen, zum Beispiel PAG, PHP oder Teletravail, wo da do vielleicht Assurance noch von der Regierung krit, für das dat auch an Konsideration geholget oder aus dat lo es wat nach zu gucken hast sozusagen. Improviséier lo bessen. Ich menggen an 3 Ministern de Moien do, die hun sich Zeit geholt fir als Nutzelauusteren. Me hun a woch gesot, wann se dat gesinn, wat man do ze Summe geschriven hunn, dann geht mat den 3 Ministern net dur, datcht missen nach aner Ministern rundrum durchsetzen. Und dofir ass die op dem Durchkom fir ze soen, wären net sinnvoll fir dat Portparole noch bei een oder den anderen Minister auch eine gefirstellig gin, weil justement iwwer die 3 Ministere rausgeht. Und ich menge dat sommer lo schon dem Staatsminister Merci für die Idee op dem Tisch gelöscht. Merci. Robert Schneider von Terreblatt. Just ganz kurz, dass mir abgefallen auf verschiedenen finären Proposen, Themen sind sie Vorschläge, die am Fonds schon realisiert dürfen, zum Beispiel am Mofall Wirtschaftskonzept, wo man ja nicht Gesetz kriegt, da sind weil Recyclingzentren nur geht, die soll ja viel mehr deregional, viel mehr lokal entstehen. Inwieweit wird da bestehende Projekte oder bestehende Gesetze konsideriert bei der Auswerbestung von ihren Proposen? Froh. Ja, merci. Wir haben das Gesetz natürlich. Wir kennen das. Wir wissen, dass es am Gang ist, implementiert zu gehen. Wir sind aber noch nicht so weit. Dafür wollten wir trotzdem unterstreichen, dass es für uns wichtig ist, dass die Sachen kommen. Auch wenn es schon an der Mache ist. Ich kann just für die Gruppe Auffall schwätzen. Kann noch dat nämlich so für den Plan den Klimapakt 2.0 da hun ich schon gesagt gehabt, dat schon eng ganz Party Propositionen dra sind, die sich auch bei Eisem fanden, weil da wär das für dat enke zu erstreichen an mir wohl probiert hun für innovativ zu sind, aber wir konnten
trat net neier fannnen. Dat die Sachen, die schon am Gang sinn, mit de Message as du ganz chlor vor du weiter mé mat van de Schrift nach mich schnell. Pierre Reiland vum 10,7 eng allgemeng froh mat engem konkrete Beispiel an froh ass bëssen in dat wat Laurent Schmidt schon fir Drden gesot huet. Also dat bësse wat mat Dir, wann der Gift merken, dat vill vun Ären Proposen dann awer net giffen ëmgesat gin an. Als konkret Beispiel Dir fuer dat den Tempolimit 110 an 90 in dem wéi fährt. Dat ass eng Propos, wo vielleicht kein so, dat das realistisch kenint gemerk gin. Wat mat Dir wann net gemerket dat an aner Mesuren? Wir sinn de Bon Vorhai an de Moien an dee Gesprächer as en gewisse Volontéit dogewircht. Wir wenn ass net op einzelne Mesuren festhalen, also an eng Mesur net direkt kann gesat gin oder zu eng späteren Zeitpunkt, dat es den Echec ass, mit as eng Volontéit do fir soviel wie méich vun den Proposen mat ranzubringen. Dat heute weist ja just si mir als Gesellschaft bereet an die Richtung zu goen, dat so ein Impuls gin fir Politiken an die Richtung zu goen mat dem Support. Si Dir mat dere Forderunge Jean-Marie Jacobi angeidet Missail aus der Zeitung vum Letzebauer Volleg, si Dir net e bësselchen aus der Zeit gefall, weil de Hutiologie net berücksichtigt, dass man mat den antirussische Sanktionen an der EU eng Deindustrialisierung kreen und dann fallen wir mechen a méi kurzer Zeit datselwicht fir wat d'Ukraine 30 Joer gebraucht huet. Und dann muss man ja Krieg machen, für nicht CO2 zu produzieren, oder wie? Könnt ihr die genau froh, wann Schrift Necker formulieren? Na ja, dadurch ja, dass wir gehen lieber von den russischen Energieträgern ein Boykott machen, und dann Energiepreise haben, mit denen es nicht mehr möglich ist, an der Industrie zu produzieren, weil nicht mehr konkurrenzfähig ist. Tun ja schon in etliche Werke abgehalten, an in etliche Länder. Ich könnte die Aluminiumindustrie an der Slowakei nennen, ich kann das SKW Stickstoffwerke Priesternitz nennen, an. Wir kriegen ein AdBlue-Mangelproblem. Ja, ich weiß nicht, gehen wir zurück ans Mittelalter, ob der ja da weiß. Zumindest kriegen wir in Europa, dass es ein Agrarstaat gibt. Da mal nicht mich zu Wort, weil ich ja dann bei Energie ein bisschen mehr intensiv behandelt hun. Mir si speit run. Mir si weg speit run, Wa man bedenken, dat man 4 Joer nach die gréessten Solarproduktionioun an Europa hatten, a mir is de selber zersteiert hun. Wa man dat verfollecht hätten, direkt vun Ufang hun, dann hat man logo kein Problem mat der Energie, mat der elektrischer Energie. Wir wären da schon op engem Punkt, wo die Froen, die Dir Monsieur gestalt huet, go kein frohe méi viren, weil man kein russsisch Gas ginge brauchen. Für verschiedene Anwendungen schon, mir könnte vielleicht der Wasserstoff produzieren, mit dem war schon so eine elektrische Energie, die man schon produzieren geben, durch erneuerbare Energien. Und du weinst, von der Nächte soll das nicht mit Angst entgehend wirken, dass gerade der Krieg, der schlimme Krieg an der Ukraine ist, und dass wir Probleme, wirtschaftliche Probleme, und energetische Probleme werden kreieren, mit denen müssen wir eben als Gesellschaft entgehend wirken und probieren, das Beste daraus zu machen. Und das Beste ist eben so schnell wie möglich erneuerbare Energien zu bauen, den Taux so krass zu erhöhen, dass wir nicht mehr von russischem Gas abhängig sind. Wird der Frau beantwortet? Nicht ganz. Ja,
kurzfristig oder rasch mit dem Problem Hummer es selber zu verschulden. Ja, das ist richtig. Mënscheet gëtt immer grader Krisenzeiten dazu gefordert, fir méi Innovationen afir zu bringen, wie un Alkes bewiesen, wann op ukënnt, si immer bereet als Lebensstil zu wieselen, wie d COVID-Kris kommers, du wärmer ganz schnell, wenn mir gemerkt hun, dat eng Urgenz wir mussten handeln. An diesem Fall versicher mocht dat best, wie so schnell wie méich zu handeln. Europa schafft ja zu summen. Ich meine, das nicht im Klimabiergerot für die Problematik von der Energie an der Ukraine loheit zu lesen. Ich denke, ausstehst zu gehen, wie können wir daraus herauskommen, so schnell wie möglich, dass das nie geschieht. Merci. Ich meine, ich spüre von Ihrer Seite das Argument, wo wir zu groß wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, wegen der geopolitischen Situation, da können wir uns den Klimaschutz nicht mehr leisten. Und da mengen ich sagen wir, nee, wir müssen uns den Klimaschutz leisten. Wir sollten die russischen Sanktionen abhalten, da können wir den Klimaschutz nicht leisten. Sonst können wir es gut nicht. Wir mengen den Klimaschutz müssen wir uns auf alle Fälle leisten. Eng Nofro zum Prozess, und zwar schreibt da am Ufang vom Rapport beim Schwar von den Intervenanten, dass du de Risiko von einem Hijacking hat solle verhindert gehen. Kann er just ein bisschen erklären, was du der Background aus von der Macht? Ich meine, die Frage immer als Klimabiergerot und ein Organisateur zurück. Und ich meine, den Text hast du geschrieben. Dafür ich gebe eben den Organisateur vielleicht vor für dort. Merci. Ja. Philipp Bergersmann, als Organisateur von dem ganzen Prozess, auch für die Dofro kurzer kompakt zu antworten. Das heißt, es geht Bücher schwätzen zu tun, in sich zu deliberieren, und nicht die Debatten, die Diskussionen, die Positionen, die schon gibt in der Gesellschaft, die vertraute sind, die zu reproduzieren. Die wollten evitieren, dass man da von die Akteure bei Nerufen an den Debat publik, Politik, wie es schon gibt, reproduzieren. Wir wollten da Leute equipieren, hinter die Bühne gehen, den Debat, Deliberation ermöglichen, evitieren, dass der Prozess gehijackt wird, für den Term zu benutzen. Wenn man guckt, die Visite gehen abgezählt, wo Membre waren, überall, das sind ja schon Akteure, die am Debat dran sind. Also das kann ja nicht, das sind ja keine neutralen Akteure an dem Sinn. Also ich freue mich, wie weit das sind, das kann überhaupt evitieren, wie das den Debat ja in der Gesellschaft ist und was schlägt ihn dann aus, was hält er an, also das ist ein bisschen da, wo ich mich gewundert habe. Ja, ich meine, wir waren da für einen gewissen Input zu gehen, also aus dem Point de vue, mit Leuten waren natürlich frei, hier Lektüren zu machen, mit Leuten zu schwätzen, und final noch an der zweiten Phase am Sommer die Propositionen, wie sie an der Ausarbeitung waren, auch bei anderen Akteuren zu drohen und sie wie zu freuen. Und das auch manchmal durchgehend an den Equipen geschieht. Merci. Merci. Merci.